Hallo, mein Name ist Nadine Kolb und ich forsche an der UiT, the Arctic University of Norway, zur frühen Mehrsprachigkeit. In diesem Lehrvideo beschäftigen wir uns mit der Frage, warum Plattdeutsch lernen und schauen uns Regional- und Minderheitensprachen im Kontext früher Mehrsprachigkeit an. An der UiT bin ich Teil der Forschungsgruppe AQUA und AQUA steht für Acquisition, Variation and Attrition. In dem heutigen Lehrvideo beginnen wir mit Sprachenvielfalt und werfen als erstes einen Blick auf Europa, zoomen dann rein nach Deutschland und schließlich nach Schleswig-Holstein. Und wir beschäftigen uns dann mit der frühen Mehrsprachigkeit, mit Chancen und Möglichkeiten, Einflussfaktoren und Ansätzen und den Rahmenbedingungen. Wir beginnen mit der Sprachenvielfalt. In der Europäischen Union gibt es 24 Landes- und Amtssprachen, über 60 indigene Regional- und Minderheitensprachen, 54% der Bevölkerung spricht eine weitere Sprache und 25% der Bevölkerung, also jeder Vierte, spricht zwei weitere Sprachen. Laut der Europäischen Kommission ist die harmonische Koexistenz vieler Sprachen in Europa ein kraftvolles Symbol für das Streben der EU nach Einheit in der Vielfalt, einem der Eckpfeiler des europäischen Aufbauwerks. Sprachen sind Merkmal der persönlichen Identität, aber auch Teil des gemeinsamen Erbes. Sie können als Brücke zu anderen Menschen dienen und öffnen den Zugang zu anderen Ländern und Kulturen, fördern also das gegenseitige Verständnis. Eine erfolgreiche Mehrsprachigkeitspolitik kann den Bürgerinnen und Bürgern mehr Chancen eröffnen. Ich halte jetzt speziell in Bezug auf das Plattdeutsche wichtig, nochmal das gemeinsame Erbe hervorzuheben und auch das Merkmal der persönlichen Identität, da es ja durchaus viele Menschen gibt, die sich mit dem Plattdeutschen identifizieren und es deshalb einfach nochmal eine ganz andere Rolle für sie spielt. Heute hat die EU 500 Millionen Einwohner, 28 Mitgliedstaaten, 3 Alphabete, also 3 verschiedene Schriftsprachsysteme und 24 Amtssprachen. Rund 60 weitere Sprachen sind ebenfalls Teil des Erbes der EU und außerdem haben Zuwanderer ein breites Spektrum von Sprachen mitgebracht. Aber was ist eigentlich eine Sprache? Hier habe ich ein Zitat aus der Zeit. Sprachen gegeneinander abzugrenzen, ist noch schwieriger, als im Tierreich einzelne Arten zu definieren. Zum Beispiel ist die Frage, ob das, was die Leute reden, ein Dialekt ist oder eine eigenständige Sprache, nicht nur mit formalen linguistischen Kriterien zu beantworten. Es spielen auch soziale Aspekte mit hinein, etwa die Frage, ob die Sprecher sich als eine ethnische Einheit empfinden. Ebenso fließend ist die Grenze zwischen Landessprachen und Migrantensprachen, die auch oft als Herkunftssprachen bezeichnet werden. Von einer Landessprache redet man dann, wenn eine Gemeinschaft seit mehreren Generationen in einem Land siedelt. Wir schauen uns hier den Überblick an zu Herkunftssprachen in Deutschland. Das ist jetzt 2020 und wie wir sehen, sind 27% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Das heißt, 27%, also auch da wieder jeder Vierte, bringt eine weitere Herkunftssprache mit und spricht eben oftmals dann die Herkunftssprache und Deutsch und gegebenenfalls auch noch weitere Sprachen. Wenn wir uns also die Sprachenvielfalt in Deutschland ansehen, haben wir, wie wir gerade gesagt haben, 27% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, also viele weitere Herkunftssprachen. Und dann Minderheiten und Regionalsprachen, nämlich 4 anerkannte nationale Minderheiten, die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die deutschen Sinti und Roma und das sorbische Volk. Und dann haben wir die Regionalsprache Niederdeutsch oder eben Plattdeutsch, die in 8 Bundesländern gesprochen wird. Rechtlich anerkannte Sprachen sind folgende. Und unter Schutz der Landesverfassung basierend auf der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen stehen eben das Niederdeutsch sowie das Dänisch, das Nordfriesisch und das Romanisch. Und hier gibt es 2 Abkommen zum rechtlichen Status von Minderheiten, ihrer Sprachen sowie der Regionalsprache Niederdeutsch. Und da wollte ich mir jetzt den Artikel 8 Bildung nochmal genauer ansehen. Es gibt nämlich zu dem Artikel 8 Bildung, ist nämlich festgehalten, dass es Angebote in den Regional- und Minderheitensprachen, also jetzt in unserem Fall zu Plattdeutsch oder Niederdeutsch, geben soll. Zum Beispiel im Bereich vorschulischer Erziehung, Grundschulunterricht, Unterricht im Sekundarbereich, berufliche Bildung, Universitäten und andere Hochschulen, Kurse in der Erwachsenen- und Weiterbildung
auch Unterricht der Geschichte und Kultur sowie Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte für das Bildungsangebot. So, da stellt sich doch jetzt die Frage also, warum Plattdeutsch lernen? Und aus meiner Sicht sind wir damit direkt bei den Chancen und Möglichkeiten der frühen Mehrsprachigkeit. Warum also Plattdeutsch lernen? Also erstmal ganz im Allgemeinen ist frühe Mehrsprachigkeit eine große Chance auf vielen Ebenen. Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mit dem Blick über den Tellerrand, aber auch für die kognitive Entwicklung und auch für das Lernen weiterer Sprachen. Im Kontext von Regional- und Minderheitensprachen ist es auch noch eine Chance, weil es nämlich viele Sprecher der Sprache vor Ort gibt. Also zumindest dann, wenn man eben vor Ort in einer Gegend ist oder in einem der 8 Bundesländer ist, wo Niederdeutsch gesprochen wird. Dann hat man viel sprachlichen Input. Dann ist eine andere Chance die Identität, die ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, nämlich, dass es einen persönlichen Bezug zu den Sprachen gibt. Vielleicht gibt es jemanden, den man kennt, der eben auch Plattdeutsch spricht oder vielleicht die Großeltern oder die Eltern oder die Geschwister. Also es ist auf jeden Fall ein persönlicher Bezug da, dadurch, dass man in einer Gegend ist, wo auch Plattdeutsch gesprochen wird. Und der gesellschaftliche Auftrag, Schutz und Förderung der Sprachen und Kulturen. Es gilt also auch, das Plattdeutsche zu schützen und zu fördern. Was sind die Herausforderungen? Also unter anderem sind wahrscheinlich Herausforderungen die Sprachdominanz in der Mehrheitssprache. Das ist eben oft der Fall, dass man dann eher dominant ist in der Umgebungssprache oder die Sprache, die von der Mehrheit gesprochen wird. Und natürlich auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Gibt es die Notwendigkeit, diese Sprache zu lernen? Gibt es eine Notwendigkeit, Plattdeutsch zu lernen? Und warum sollte man es tun? Da will ich erst noch mal sagen, dass Mehrsprachigkeit die Norm ist und habe hier ein Zitat vom Zentrum für allgemeine Sprachwissenschaft, ZASS. Das Aufwachsen mit 2 oder auch mehr Sprachen stellt kein Problem für Kinder dar. Mehrsprachigkeit von Kindesbeinen an ist der Normalfall in menschlichen Gesellschaften. Die Mehrheit der Menschen ist heute mehrsprachig. Ein Aufwachsen mit nur einer Sprache ist die Ausnahme, nicht die Norm. Und dann habe ich hier noch ein paar Forschungsergebnisse im Überblick. Nämlich schadet einem Kind, 2L1 steht hier für bilingualer Spracherwerb, also 2 Erstsprachen sozusagen, soll das 2L1 bedeuten, und schadet einem Kind der mehrsprachige Spracherwerb. Also da an der Stelle gilt es ganz klar zu sagen, nein. Das ist ein ganz klares Forschungsergebnis. Riskiert man beim mehrsprachigen Spracherwerb Sprachstörungen? Auch da ein Nein, und es gibt kein erhöhtes Risiko im Vergleich zum einsprachigen Spracherwerb. Werden beide oder alle Sprachen später auf dem gleichen Niveau beherrscht? Das ist nicht unbedingt der Fall. Und es ist so, dass viele Faktoren eine Rolle spielen beim mehrsprachigen Spracherwerb und es eben auch sehr viele Unterschiede von einer Person zur nächsten, also einem Lerner zum nächsten oder einem Sprecher zum nächsten gibt. Und ja, dadurch, dass es von vielen Faktoren abhängt, ist an der Stelle erstmal die Antwort nicht unbedingt. Also es ist sogar auch so, dass es ganz selten also eigentlich gibt es niemanden, den ich kenne, der wirklich bilingual ausgeglichen ist, sodass beide Sprachen auf gleichem Niveau sind. Also das ist eher selten. Können Kinder die Sprachen früh trennen? Ja, das wurde auch nachgewiesen. Und sind Mischungen und Einflüsse vermeidbar? Eher nicht. An der Stelle ist aber auch zu sagen, dass es normal ist, als mehrsprachiger Sprecher Sprachen zu mischen. Also das sogenannte Code-Switching, wo man einen Satz in einer Sprache beginnt und in einer anderen fortsetzt oder auch einzelne Wörter in einer anderen Sprache nur einfügt in den Satz der jeweiligen Sprache. Das ist ein normales Phänomen von Mehrsprachigkeit. Das hat nichts mit einem Defizit zu tun. Und bei regelmäßigem Kontakt ist es eher unwahrscheinlich, dass Sprachen nicht vermischt werden. Aber es gibt Kinder, die nicht mischen. Und das sind aber meist Kinder, die eine Sprache verweigern. Also auch das zeigt ja, dass quasi das Mischen etwas Positives ist. Dann kommen wir zu den Einflussfaktoren und Ansätzen für Mehrsprachigkeit. Genau, also wenn wir uns jetzt die Einflussfaktoren angucken, dann müssten wir eigentlich ein Lehrvideo zu jedem einzelnen dieser Faktoren erstellen. Genau, weil nämlich im Grunde jeder dieser Faktoren sehr wichtig ist und alle Faktoren einen Einfluss haben. Allerdings ist auch die Gewichtung der jeweiligen Faktoren noch diskutiert in der Forschung. Und genau, ich gehe einfach mal die alle durch, aber ich werde mich mit keinem davon erstmal länger beschäftigen. Das ist jetzt einfach im Rahmen dieses Lehrvideos nicht möglich, aber man könnte sich eigentlich oder müsste sich auch eigentlich mit allen Faktoren nochmal intensiver beschäftigen. Also zum einen, wir beginnen hier oben links mit der Persönlichkeit. Also zum einen die Persönlichkeit. Also da kommt natürlich die Motivation, die Sprache zu sprechen rein.
die Haltung zu der Sprache. Habe ich ein Interesse daran, Plattdeutsch zu lernen? Möchte ich das? Habe ich auch einen persönlichen Bezug dazu? Dann, was ist meine Erfahrung mit Mehrsprachigkeit? Habe ich schon andere Sprachen gelernt? Hatte ich da eine gute Erfahrung dabei? Die Peergruppensituation bei jungen Kindern spielt auch eine Rolle. Also das sehe ich zum Beispiel bei meinen eigenen Kindern gerade. Ich wohne ja in Norwegen und die sprechen erst seit 3 Jahren wohne ich in Norwegen und die sprechen jetzt eben hauptsächlich Norwegisch auch miteinander. Also da ist die Peergruppensituation hat auch dazu geführt, dass jetzt quasi unter Geschwistern die Sprache oft eben auch Norwegisch ist. Dann Familie, soziales Umfeld spielt eine große Rolle. Also die emotionale Bindung, dann das Bildungsinteresse der Eltern, auch das Bildungsniveau der Eltern, der Umgang mit Mehrsprachigkeit und auch der sozioökonomische Hintergrund. Dann die Bildungseinrichtung, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns zum Beispiel ein Kind in der Kita oder in der Schule angucken, dann die bildungspolitischen Vorgaben, also was ist quasi die Language Policy, welche Sprachen werden verwendet, welche Sprachen sind quasi Teil des Curriculums und welche Sprachen sprechen aber die Kinder noch darüber hinaus, dadurch, dass wir eben die gewisse Verteilung von Sprachen auch dort haben. Dann, was ist die Haltung der pädagogischen Fach- und Leitungskräfte und Lehrkräfte? Das ist auch ganz wichtig, weil natürlich die Umsetzung, also es gibt natürlich auf der einen Seite ein Konzept und auf der anderen Seite sind aber die Personen, die das umsetzen, müssen auch hinter dem Konzept stehen und deshalb spielt die Haltung an der Stelle eine entscheidende Rolle. Dann der Umgang mit Mehrsprachigkeit auch in der Kita oder in der Schule. Also wir haben jetzt hier von Kerstin das Beispiel, was sich auf Kita bezieht, aber wenn hier Kita steht, ist genauso eine andere Bildungseinrichtung wie beispielsweise Schule gemeint. Dann die pädagogischen Fachkräfte, auch da oder eben auch Lehrkräfte oder auch Leitung. Da spielt auch wieder die Haltung eine entscheidende Rolle, um eben auch das Konzept, wenn es ein mehrsprachiges Konzept gibt, das entsprechend umzusetzen und das im Alltag zu leben. Die Emotionalität, die Inputqualität spielt eine große Rolle, also welche Art von Input liefert sozusagen die pädagogische Fachkraft oder die Lehrkraft. Und auch das fachliche Wissen über Spracherwerbsprozesse. Also was weiß ich darüber, wie Sprachen erworben werden. Und eben auch Mehrsprachigkeit und was ist da eine typische Entwicklung und was ist bedenkenswert und was ist einfach ein ganz normaler Teil der mehrsprachigen Sprachentwicklung. Dann kognitive Fähigkeiten, wo sich natürlich auch Kind zu Kind unterscheidet. Und zwar das Arbeitsgedächtnis, das phonologische Kurzzeitgedächtnis und die nonverbale Intelligenz. Und dann in Bezug auf die Sprache, Sprachkompetenz in den bereits erworbenen Sprachen, der Zeitraum des Spracherwerbs, also habe ich die Sprache quasi schon, bin ich der schon über Jahre ausgesetzt sozusagen, habe ich die schon über einen längeren Zeitraum erworben oder beginne ich gerade damit? Ist es vielleicht eine Sprache, die von Geburt an um mich herum ist oder ist es eine Sprache, die ich erst im Alter von 6 bei Eintritt in die Grundschule beispielsweise dann gelernt habe? Dann Qualität und Quantität des sprachlichen Inputs, also welche Art von Input wird geliefert und wie viel davon. Dann Möglichkeiten zum Sprachgebrauch. Habe ich auch Zugang zu Sprechern der Sprache, zu anderen Sprechern der Sprache? Kann ich die Sprache in dem Kontext gebrauchen? Gibt es Zugang, genau hier dann auch wieder Zugang zu Sprechern der Zielsprache, das habe ich gerade gesagt. Aufenthalt im Land der Zielsprache, also das ist jetzt in dem Fall, wenn ich natürlich von Plattdeutsch rede, ist das eben dann schon in der jeweiligen, also je nachdem, wo ich natürlich aufwachse, aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir in einem Bundesland aufwachsen, dass wir über Personen sprechen, die da aufwachsen, wo eben Plattdeutsch auch eine Rolle spielt. Das heißt, dann komme ich eben auch in Kontakt mit der Sprache und auch die Gelegenheit, die Sprache zu sprechen. Genau, was ist die Spracherwerbssituation? Ist es eine natürliche Situation? Ist es im Rahmen von Unterricht? Wie sieht die Situation quasi aus? Prestige der Sprache und Sprachhierarchien, also die sollten natürlich eigentlich keine Rolle spielen und alle Sprachen sollten gleichwertig betrachtet werden. Das ist aber in unserer Gesellschaft oft nicht der Fall und deshalb spielt eben auch das eine Rolle. Und Alter zu Beginn des Spracherwerbs. Also wie alt war ich, was ich vorhin schon gesagt habe. Ist es von Geburt an, ist es vom Alter von 3 Jahren an oder vielleicht mit dem Eintritt in die Grundschule oder später. Genau, das spielt eben auch eine Rolle. Wenn wir uns jetzt Quantität und Qualität des sprachlichen Inputs nochmal genauer ansehen, das sind zum einen Faktoren, die sehr wichtig sind und zum anderen aber auch Faktoren, die relativ einfach, also viele dieser Faktoren, die wir jetzt hier gesehen haben, lassen sich nicht so einfach beeinflussen. Also manche natürlich, aber manche sind eben auch gegeben. Und etwas, was aber eine große Rolle spielt und was auch relativ leicht beeinflussbar ist eben die Menge und auch die Qualität des sprachlichen Inputs.
Also wenn wir uns jetzt Sprachkontakt angucken, der ideale Input, was ist denn der ideale Input? So, also zum einen, wir beginnen mit der Quantität, also es sollte viel Input in der Sprache sein und dieser Input sollte intensiv sein, also über mehrere Stunden täglich und kontinuierlich über Jahre hinweg. Also das sollte quasi immer fortgeführt werden. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns die Qualität angucken, sollte der Input reichhaltig sein und interaktiv. Also sprich, es reicht eben nicht, dass ich beispielsweise das Kind im Fernsehprogramm mit dem Fernsehprogramm vor das Fernsehprogramm setze und sage, okay, du bekommst ja da sprachlichen Input, sondern wichtig ist eben auch der Austausch, dass es interaktiv ist und auch vielfältig, also in Bezug auf verschiedene Themen zu verschiedenen Bereichen. Genau, also Quantität und Qualität des sprachlichen Inputs spielen eine entscheidende Rolle. So, hier haben wir jetzt das Beispiel der Immersion. Also Immersion kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt in beispielsweise Schleswig-Holstein aufwachse und umgeben bin von vielen Sprechern des Plattdeutschen, ist das auch quasi eine Immersion. Oder wenn ich dahin ziehe zum Beispiel neu und dann umgeben bin von vielen Sprechern des Plattdeutschen, bin ich quasi in einem Sprachbad. Also oft wird Immersion als Sprachbad übersetzt. Wir tauchen quasi ein in ein Sprachbad. Immersion ist aber natürlich auch ein Ansatz, der in Bildungseinrichtungen umgesetzt wird. Und das ist jetzt eher hier, dieses Bild bezieht sich eher darauf, dass wir beispielsweise 2 pädagogische Fachkräfte haben und der eine spricht eben die eine Sprache und der andere die andere. Und die Kinder baden quasi in diesem Sprachbad und sind eben umgeben von beiden Sprachen. Das kann aber natürlich, wenn wir jetzt über das Plattdeutsch nachdenken oder daran denken, kann das natürlich auch bedeuten, dass es nur eine Sprache ist, also dass es eine Vollimmersion ist, dass quasi die Kinder in der Kita ausschließlich Plattdeutsch quasi hören und natürlich noch die anderen Sprachen, die die Kinder jeweils mitbringen, aber dass sozusagen die Hauptverkehrssprache in der Kita dann Plattdeutsch ist. Genau, bei Immersion wird die Immersionssprache für Zwecke benutzt, für die normalerweise die Erstsprache oder die Familiensprache oder die Umgebungssprache benutzt wird. Und die Sprache wird benutzt, um Inhalte zu vermitteln. Und wenn wir jetzt nochmal an Bildungseinrichtungen denken, also da habe ich gerade schon gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass eben in Krippe und Kita eine pädagogische Fachkraft eine Sprache, beispielsweise die Immersionssprache spricht und die andere eben die andere Sprache, beispielsweise die Umgebungssprache. Im Kontext von Plattdeutsch könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es einige Krippen oder Kitas gibt, wo dann eben Plattdeutsch die Hauptverkehrssprache ist, da auch die Umgebungssprache ja schon sehr präsent ist. Dann in der Grund- und Sekundarschule könnte dann eben Immersion so aussehen, dass 50 bis 90% des Schultags quasi in der Immersionssprache ist. Und das wären dann eben Sachfächer, die in der jeweiligen Sprache unterrichtet werden. Also zum Beispiel Sachkunde auf Plattdeutsch oder Kunst, Mathematik, Geschichte. Das kann im Grunde jedes Fach außer Deutsch oder eben auch Englisch sein. Und die werden dann basierend auf dem Rahmenlehrplan in der Immersionssprache unterrichtet. Genau, und das Ziel ist, dass eben sowohl die Sprachentwicklung als auch das Mitvermitteln von Sachwissen vorangetrieben wird. Und dann kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Genau, also da nochmal das Wichtigste, also ich fange jetzt an, mich ein bisschen zu wiederholen, aber das ist im Grunde nochmal ein wichtiger Punkt, nämlich die Quantität des sprachlichen Inputs. Also, dass ich viel sprachlichen Input liefern kann, wie ich schon gesagt habe, am besten über mehrere Stunden täglich, über einen langen Zeitraum. Genau, in dem Fall eben hier viel. Wir sehen nochmal dieses Sprachbad, dass es eben nicht die tröpfelnde Regendusche ist, sondern eben das Sprachbad. Und dass es aber auch, dass alle anderen Sprachen, die eine Rolle spielen, eben auch als Ressource genutzt werden. Das ist eben auch wichtig. Deshalb jetzt hier quasi nochmal dieses Bild mit den 4 verschiedenen Farben der Sprachen, also dass eben Mehrsprachigkeit durchaus willkommen ist zu jedem Zeitpunkt, auch wenn vielleicht die Hauptverkehrssprache Plattdeutsch ist. Und eben auch nochmal viel Zugang zu Literacy, zu Lesen, zum Vorlesen, also auch Input auf verschiedenen Ebenen. Genau, und dann, wenn wir nochmal an Kita und Schule denken, könnte das eben sein, bilinguale Programme, wie wir gerade schon gesagt haben, Immersion, entweder mit Deutsch und Plattdeutsch oder eben auch eine Vollimmersion mit nur Plattdeutsch. Dann Fachunterricht in Niederdeutsch beispielsweise, Sachkunde. Dann, es könnte ja auch ein Schulfach Niederdeutsch geben, vielleicht auch als Wahlpflichtkurs. Der Vorteil wäre daran, wenn es Wahlpflichtkurs ist, dass es eben auch eine höhere Bedeutung dann nochmal hat,
weil es eben vielleicht auch benotet ist und es nicht nur eine AG quasi ist. Trotzdem können natürlich auch verbindliche AGs in Plattdeutsch angeboten werden oder eben regelmäßige Aktivitäten durchgeführt werden. Zum Beispiel Kleingruppenarbeit, ein Lesekreis, Ausflüge, in die zusätzliche Muttersprachler der Sprache vielleicht involviert sind. Und natürlich darüber hinaus auch noch gerne Nachmittagsangebote in Plattdeutsch. Also alle möglichen Ideen, um quasi möglichst viel sprachlichen Input in Plattdeutsch zu erreichen. Genau. Und dann ist auch wichtig die Qualität des sprachlichen Inputs, also reichhaltiger sprachlicher Input. In dem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel Gestik, wenn irgendwelche Ausdrücke vielleicht nicht klar sind, dass man die oder auch Wörter, dass man die eben auch durch Gestik nochmal veranschaulicht oder auch vielleicht durch das Hinzuziehen von Objekten oder Bildern. Auch hier nochmal, dass eben alle Sprachen eine Rolle spielen, also die Mehrsprachigkeit als Ressource genutzt wird und auch eben Zugang zu Büchern, also auch da die Qualität, dadurch, dass eben auch Schriftsprache sich von der mündlichen Sprache unterscheidet, vielleicht auch nochmal ein anderes Vokabular in der einen oder anderen Geschichte dann vorkommt und eben in der Schriftsprache ist eben das Lesen und Vorlesen von Büchern auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Genau, wenn wir uns da nochmal auf Kita und Schule, wenn wir uns das nochmal angucken, haben wir quasi den Sprachgebrauch in verschiedenen Kontexten und zu unterschiedlichen Themen und Inhalten, was wichtig ist. Dann auch Veranschaulichungsstrategien, das nennt man Scaffolding. Das ist das, was ich gerade nochmal auch gezeigt hatte, dass man oder gesagt hatte, dass man mit Mimik oder Gestik das noch, genau hier an der Stelle mit Mimik oder Gestik quasi noch zeigen kann. Dann Fokus auf die Inhalte, also die Sprache als Medium. Und bewusster Gebrauch von Sprache, also zum Beispiel, dass man auch mal einen Relativsatz benutzt, dass man eben auch ein bisschen komplexere Sprache verwendet. Wobei man das jetzt nicht übertreiben sollte, dass man dann dadurch blockiert wird, sondern eher einfach nur ein bewusstes darauf achten, vielleicht auch nochmal andere Nuancen, dass auch wenn man über Farben spricht, dass es eben nicht nur grün, sondern vielleicht auch hell und dunkelgrün ist. Es sind also viele Details. Genau, Literacy habe ich jetzt auch schon gesagt, Lesen oder Vorlesen zum Beispiel. Und ja, Translanguaging, Stichwort hier, alle Sprachen als Ressourcen nutzen. Und wenn wir jetzt auf pädagogische Fach- und Lehrkräfte blicken, die sollten natürlich engagiert und qualifiziert sein. Auch da jetzt nochmal im Bereich Kita und Schule. Genau, also qualifizierte pädagogische Fach- und Lehrkräfte mit fast muttersprachlichen Sprachkompetenzen. Also im Sinne von, dass sie natürlich schon ein gewisses Niveau auch an Plattdeutsch sprechen sollten, um eben dann der Input zu sein. Aber es ist auch nicht bedenklich, wenn jetzt der eine, weiß ich nicht, nochmal ein bisschen Akzent hat von irgendeiner anderen Sprache. Es gibt ja mehrere Sprecher mit dem Input in der Sprache. Dann die Haltung ist wichtig wieder, was wir vorhin auch schon jetzt mehrfach gesagt haben. Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte tragen das Konzept mit und leben die Mehrsprachigkeit im Schul- und Kita-Alltag. Und da ist es eben ganz wichtig, dass sie die entsprechende Haltung auch haben und eben das Konzept auch tragen wollen. Dann das Aus- und Weiterbildungsangebot in Niederdeutsch. Das Aus- und Weiterbildungsangebot auch zur frühen Mehrsprachigkeit ist wichtig, dass man eben auch weiß, wie verläuft denn die typische mehrsprachige Sprachentwicklung. Und natürlich spielt auch die Anzahl an pädagogischen Fachkräften oder auch Lehrkräften pro Sprache, pro Gruppe eine Rolle. Da geht es eben wieder um die Menge des sprachlichen Inputs. Und wichtig ist auch, dass natürlich alle zusammenarbeiten, also die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte, die Leitung, Träger, Eltern und die Kinder. Genau. Wenn man jetzt an Bildungseinrichtungen denkt, ist natürlich auch noch wichtig, dass man eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung hat im Bereich der Sprache und Mehrsprachigkeit. Und an der Stelle will ich nur kurz das Kita-Handbuch nennen. Also Kita steht hier für Qualität in zwei- und mehrsprachigen Kindertageseinrichtungen, Kriterienhandbuch für den Bereich Sprache und Mehrsprachigkeit. Das resultiert aus dem Kita-Projekt, das vom FMKS initiiert und durchgeführt wurde und von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt wurde. Genau, also zusammenfassend zur gelebten Mehrsprachigkeit in Kita und Schule. Es geht um Programme, in denen die Kinder viel Zeit mit Plattdeutsch, also mit der Regional- oder Minderheitensprache, in unserem Fall Plattdeutsch, in Kontakt sind und die Möglichkeit haben und auch die Notwendigkeit sehen, die Sprache in für sie relevanten Situationen zu gebrauchen. Also was meine ich mit für sie relevanten Situationen? Also Situationen, die die Kinder interessieren, die quasi von den Interessen des Kindes ausgehen. Dann qualifizierte pädagogische Fach- und Lehrkräfte mit hoher Sprachkompetenz, um eben in der Lage zu sein, reichhaltigen Input zu liefern und eben auch verschiedene Themen abzudecken und zu besprechen.
und eben auch vorzulesen, Geschichten zu erzählen. Genau. Und ein unterstützendes Umfeld. So, und was ist jetzt die Take-Home-Message, warum Plattdeutsch lernen? Genau, also da ist aus meiner Sicht das Wichtigste nochmal zu betonen, dass eine Sprache wie Plattdeutsch, dass es eine Riesenchance ist, dass es viele Sprecher der Sprache vor Ort gibt. Also natürlich je nachdem, wo man ist. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass man in einem der Bundesländer ist, wo Plattdeutsch gesprochen wird und dass man dann eben auch viele Sprecher vor Ort hat. Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt sage, ich wohne in Deutschland, aber ich möchte jetzt gerne, weiß ich nicht, Türkisch lernen. Dann ist es natürlich schwieriger. Dann gibt es auch Möglichkeit, Sprecher vor Ort zu finden. Aber das ist natürlich beim Plattdeutsch nochmal eine andere Chance, weil ich einfach viele Sprecher dann da vor Ort habe und damit auch viel sprachlichen Input. Dann die Identität spielt eine große Rolle, der persönliche Bezug zu den Sprachen. Oft eben auch dadurch, dass es vielleicht einen Familienbezug gibt, dass es vielleicht Großeltern, Eltern, Geschwister gibt, die die Sprachen auch sprechen. Der gesellschaftliche Auftrag natürlich auch nochmal, dass es eben darum geht, die Sprachen und Kulturen zu schützen und zu fördern. Und dann finde ich noch wichtig zu sagen, dass es eben viele Faktoren gibt, die den mehrsprachigen Spracherwerb und die Sprachentwicklung beeinflussen. Das ist auch der Grund, warum es eben sehr viele Unterschiede von Sprecher zu Sprecher und auch von Mehrsprachigkeitssituationen zu einer anderen Mehrsprachigkeitssituation gibt. Also es ist eben auch, viele Mehrsprachige unterscheiden sich auf vielen Ebenen. Also in Bezug auf diese ganzen Faktoren, die wir da auch gesehen haben, sei es die Motivation, sei es die Zeit, die sie die Sprache gelernt haben, sei es die Art von Input oder die Möglichkeit, Zugang zu Sprechern der Sprache zu finden, die Haltung, auch die Haltung der Eltern. Also da spielen wirklich viele Faktoren rein. Und ein wichtiger Faktor aber, der relativ leicht zu beeinflussen ist, dass es eben kontinuierlich und reichhaltig sprachlichen Input braucht, quasi um die Sprache zu lernen. Genau, das ist ein Literaturüberblick und vielen Dank.